Maisonne, Tegernsee, das erste Eis, unbeschwerte Leichtigkeit. Ferner könnte er nicht sein. Aber irgendwann einmal wird er bei jedem von uns vor der Tür stehen. Was Blut unter der Haut der Feind. Todsicher. Kennst mich nicht? Der rotzt mich nicht. Der Bordelgramm. Ja? Der Tod höchst persönlich. Da? Also das hat mir da keiner geboten. Und viel ist mir schon geschenkt. Ach, das ist ein milder. Ein starker, guter, ja. Probieren. Ja. Wir wollen nicht sterben, wir wollen leben. Und das ist die Geschichte. Brandner Kasper ist einer, der es schafft, den Tod zu bescheißen. Er stirbt ja auch nie, der lebt ja bis heute. Hat man sowas schon erlebt? Schon mit ihrem Karren ums ewige Leben. Der Brandner Kasper und das ewige Leben. Sonja Still weiß, wo und wann der Mythos entstanden ist. Und hat sogar den passenden Hund dazu. Zu Kobells Zeiten war das ein ganz beliebter Hund, King Charles Cavalier, so heißt diese Rasse. Und als Kobell-Fan muss ich natürlich so einen Hund haben dann. Franz Ritter von Kobell erschuf den Brandner Kasper. Kobell war ein außergewöhnlicher Mann. Einer der ersten Mineralogen, Pionier der Fotografie, Jäger und Dichter. 1871 erscheint in den fliegenden Blättern einer humoristischen Wochenschrift seine Geschichte vom Brandner Kasper. Schwarz ist das, was übrig bleibt. Schwarz ist das, was übrig bleibt. Im Dialekt, nur 5 Seiten lang. Der erste Teil mit offenem Ende. Erst eine Woche später erfährt der Leser, wie die Geschichte ausgeht. Und sie hinterlässt tiefen Eindruck. Was Blut unter der Haut der Feind. Mein Onkel hatte mir von dem Borndelkramer erzählt und dass der kommt und einen auf die Schulter tupft, wenn er ihn holt. Und dann starb der Onkel und ich habe mich nirgends mehr alleine im Haus hingetraut. Ich immer gedacht habe, da steht jetzt und der holt dich auch. Dieses Gruselige, das auch dabei ist, dass man auf einmal aufhört zu leben und dass das Leben jetzt endlich ist, das habe ich darüber gelernt. Und das hat mich schon fasziniert. Jetzt hebst du den Heifel ab. Ja. Und wenn da in den Heifel der Großober drin ist. Der wer? Der Großober. Und wenn der beim Heifel ist? Ah, na, da geh ich mit dir. Ohne Widerrede. Versprochen. Über 1000 Vorstellungen, immer ausverkauft. 25 Jahre lang schachern der Brandner, hier Fritz Strassner, und Toni Berger im Münchner Residenztheater ums ewige Leben. Ja, no. Einer. Gleiche Vorlage, aber ein völlig anderer Tod. Das hab ich mir gleich gedacht, dass dieser Fremder ist. 150 Jahre nach seiner Erschaffung ist der Brandner Kasper so lebendig wie eh und je. Seit 2005 im Münchner Volkstheater mit Alexander Duda als Brandner und dem Bordelkramer Maximilian Brückner. Nun zieht er um, der Bordelkramer, zusammen mit dem Volkstheater. Ortstermin mit dem Tod und seinem Intendanten Christian Stückl. Schon mal ganz ehrlich. Hallo. Entschuldigung. Der Tod hat guten Appetit. Danke. Wahnsinn. Ich war noch nie da. Echt? Ja, dann. Wann ist das ein Riesenteil? Im nagelneuen Münchner Volkstheater bekommt der Bordelkramer demnächst noch mehr Spielfläche. Das ist ja. Das war vorher das Volkstheater, bloß zum Wissen. Das ist ungefähr das Volkstheater gewesen, hier hinten. Wenn überhaupt. Das sind so Dimensionen, die irgendwie meine Vorstellung gerade sprengen. Ich scheiße mir jetzt schon drüben. Ich muss das erste Mal Brandner da spielen. Ganz viele Leute sagen immer, wenn sie drin waren, ach, so ein Käse, aber schön war es schon. Und das habe ich so oft gehört. Und das ist kein Käse in dem Sinne. Natürlich ist ein Tod, der wird jetzt nicht zum Schnapstrinker kommen, aber war schon schön, oder? Nein, aber das ist
Das ist natürlich die Frage, warum ist es so erfolgreich? Und beim Brandner Kasper ist es einfach so, dass es eigentlich so ist, wie es jeder möchte. Wer darf den Tod nicht gern bescheißen? Wir probieren ja alle ständig, mit Botox und mit allem drum und dran, versuchen wir den Tod zu bescheißen, immer außen rum zu kommen und wollen es verzögern und wollen verlängern. Und wir unternehmen ja alles bis hin, dass es Leute gibt, die sich einfrieren lassen wollen, um später vielleicht wieder auf die Welt zu kommen oder so. Also wir sind ständig am Tod bescheißen, aber am Ende holt er uns halt dann doch, wie es aufgesetzt ist. Gut, alles, was dir das Ja sagen leichter macht, soll geschehen. Aber Ja sagen musst, weil es dir so aufgesetzt ist. Alles dann. Alles dann? Das ist... Das ist mir jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal passiert, dass Leute da waren, die schwer, also todkrank waren. Und dann irgendwie gesagt haben, ob sie noch einen Schnaps trinken dürfen mit dem Ding. Und das Lustige, aber es war so hoffnungsvoll. Sie haben gesagt, das war so ein schönes Ding und das haben sie keine Angst mehr vom Sterben. Ich habe selber teilweise am Anfang gar nicht gewusst, wie ich damit umgehe soll, weil ich bin ja nur Schauspieler und sonst nichts. Aber irgendwie gibt es die Leute extrem viel und das freut mich. Also es hätte jetzt auch nicht geklappt, dass man das mit so einem Theaterstück so schafft. Aber es ist auch komisch. Also man sitzt dann da und mittlerweile bin ich so ein bisschen gewöhnt und kann besser damit umgehen. Und dann sage ich, ja, trinkt man Schnaps aufs ewige Leben, ist doch super. Hier am Tegernsee fing alles an, als die Wittelsbacher das ehemalige Kloster Tegernsee 1817 als Sommerresidenz kaufen. Damals brauchte man 15 Stunden von München an den Tegernsee. Dem König folgte eine Entourage von Adligen, Künstlern und Gelehrten, unter ihnen auch Franz von Kobell, offiziell der erste Zweitwohnsitzler vom Tegernsee. Er muss ein sehr lustiger Mensch gewesen sein. Teilweise hatte er ein Hofverbot, also durfte am Hof nicht mehr auftreten, weil er so frech mit den Hofdamen gescherzt hat, sodass sie dann hinter ihrem Fächer sich zuwinselten, dass das so nicht geht. Eine Journalistin von einem, heute würden wir sagen, Bunte-Magazin, die hat dann geschrieben, dass er eigentlich einen Frack haben müsste, weil er doch am Hofe auftritt, aber er ist immer nur in der Joppe aufgetreten. Zielsicher soll Franz von Kobell gewesen sein, nicht nur auf der Jagd. Bis ins hohe Alter ging er regelmäßig am Alpbach entlang hoch zur Schießstätte. Autorin Sonja Still hat ein Buch zu Bayerns Mythen geschrieben und gibt Führungen auf den Spuren des Brandner Kasper am Tegernsee. Noch heute ist die Schießstätte Sitz der königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Tegernsee und Wirtshaus mit Blick ins Alpbachtal. Zu Kobells Zeiten Gewerbegebiet mit Mühlen und Schmieden. Und hier hat der Kobell sein Brandner Kasper angesiedelt. Denn der Brandner ist ein Schlosser gewesen, der oben am Alpbach beim Homboss ein Heisel gehabt hat. Die ehemalige Schmiede ist längst einer Ferienpension gewichen. Aber der Schriftzug Homboss erinnert noch an Kobell und die Schmiede, die hier gestanden haben soll. Und dann ist mir wirklich eine alte Dame begegnet, die gesagt hat, ihr Großvater hat den Brandner Kasper noch kennt. Sie war so überzeugt, dass das keine literarische Figur ist, sondern dass der wirklich gelebt hat, dass ich im Moment total durcheinander war. Das kann doch gar nicht sein. Hat es den wirklich gegeben? Der Brandner ist wohl tatsächlich nur eine Kunstfigur von Kobell, aber mit durchaus realen Vorbildern. Eine Schmiede gibt es noch im Alpbachtal. Du kennst den Brandner Kasper? Den kenne ich ja. Ja? Wissen Sie, wo der gewohnt haben soll? Der Brandner Kasper? Nein, weiß ich nicht. Und dass der Schmied war, wissen? Nein, das weiß ich nicht. Und da oben soll die Schmiede gewesen sein. Also insofern sind Sie ein direkter Erbe vom Brandner Kasper. Ja, das ist auch schön. Haben wir ja wenigstens irgendwas. Sagt dir der Brandner Kasper was? Ja, jetzt weiß ich, dass er Schmied ist. Das war halt ein Lausbub, kann man sagen. Er hat es halt grachen lassen im Leben. Weil früher haben halt, sind halt so Geschichten entstanden, weil halt die Überlebenden das alles verzeiht haben. Also irgendwas muss da sein. Jetzt kommt der Chef. Okay, also Sie sind der Schmied vom Alpbach. Ich bin der Schmied vom Alpbach. Grüß Gott. Aber Brandner heißen es nicht? Nein, Gott sei Dank nicht. Das war vor meiner Zeit, aber so ähnlich. Gell? Den Brandner Kasper, wer kennt den nicht? Gell?
In der Kunst- und Bauschlosserei von Alois Konitzianer schmiedet man noch wie zu Kobells Zeiten. Wieso hat der Schöpfer des Brandner Kasper wohl ausgerechnet einen Schmied und Büchsenmacher auserkoren, es mit dem Borndl-Kramer aufzunehmen? Das heißt ja, jeder ist so hart wie das Material, mit dem er arbeitet. Ja. Wir lassen uns natürlich nicht so schnell holen, wir Schmiede. Ja. Warum nicht? Weil wir natürlich so lange wie möglich leben wollen. Ich glaube, es gibt da ganz depressive Schmiede. Ja, klar. Grundsätzlich ist es so ein Charakter, der sagt, ich gebe einfach nicht erstmal auf. Also ich glaube, dass der Charakter sagt, das gar nicht so typisch bayerisch ist. Ich glaube, schachern und handeln kann jeder, überall auf der Welt. Und die einen können das besser und die anderen können das schlechter. Und da ist er dann falschen gekommen. Da ist er an falschen gekommen. Der hat ihm gleich mehrere Jahre. Ja. So, bist du wahnsinnig? 18 Jahre. Und hat sich's gelohnt, die Frist, die du von mir erlangt hast? Du hast ja gar keine Idee, was für eine Ausnahme du bist. Im Freundschaft, Kasper. Lass mich ein bisschen bei dir sein. Depressiv ist der Brandner geworden, weil er miterleben musste, wie seine Liebsten vor ihm sterben. Na ja, so ist die. So erging es auch seinem Schöpfer, Franz von Kobell. Reichen wir ein Wörtchen ja miteinander. Na, schmeckt noch nicht mehr. Kasper, du tust mir so leid. Auf was wartest du noch, hä? Wird schon was sein. Wird schon was. Aber da kommt nichts mehr. Was schmeckst du noch da, hä? Hast leicht Angst vor drüben, gell? Er selber hat es auch den Melancholie-Austreiber genannt. Sie haben in der Zeit Krieg, 5000 bayerische Soldaten sterben. Er ist am Hof angestellt und da muss man sich einfach dann damit auseinandersetzen, wenn da so viel sterben. Wir reden heute auch darüber, dass viele Leute bei Corona durch die Pandemie versterben. Das belastet uns ja auch und so war es für ihn damals auch. Er hat sich mit diesem Tod um sich herum auseinandersetzen müssen und hat im Schreiben sich die Melancholie ausgetrieben. Ich kann's dir ja sagen. Ja. Ich weiß schon, du Planer. Nein. Mit Retourbillett. Da gibt's einen Platz, da kann man schön heimlich reinschauen ins Paradies. Also in einer Stunde waren wir wieder zurück. Eine Stunde? Gerade eine Stunde. Einmal kurz ins Paradies schauen. Wie sieht es da wohl aus? Und will man dann überhaupt noch zurück? Ferrari-Tretboot fahren am Tegernsee? Am Alpbach gibt es immerhin schon die entsprechende Adresse. Ist heute ein guter Tag zum Sterben. Am Tegernsee lässt sich immer sterben, weil man ist ohnehin schon im Paradies. Meinst du wirklich? Da bin ich völlig überzeugt davon. Nein. Wenn er ins Paradies schaut, sagt, da ist er wieder heim. Aber das funktioniert ja auch überall. Also das daheim ist daheim. Und das ist in Teheran ist daheim genauso daheim wie bei uns in der Ammergau. Hier, schau her, Oberammergau. Wir haben das Pech, dass wir so eine schöne Landschaft haben, kommt der Tod öfter vorbei. Wann geht der schon nach Franken? Niederbayern, die werden wahrscheinlich älter, weil sich der Tod nicht so oft hintraut. Das sind alles Klischees, gell? Ja. Ich mag das bei Kobell oder auch, wie es du inszenierst, dass wir uns ja ständig selber, also wir wilden Bayern und dann sind wir irgendwie, machen wir uns da in die Hosen. Also das wird ja alles ad absurdum geführt und das finde ich so schön. Also dass man eigentlich nicht so diese Klischees bedient, aber dann offenlegt, was das halt einfach oft nur ein Klischee ist. Und ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man sagt, ja, das ist das typisch Bayerische und hin und her. Ich finde, die Welt ist auch ein riesen Biergarten. Manchmal. Ja, zeigen Sie mal. Ja, Sie mag der Tod noch nicht, aber ich habe ihn dabei. Den blauen. Das ist er, der Großpedal. Und wenn Sie den Song hätten, dann hätte der Tod jetzt vielleicht doch gesagt, kommst mit, gehen wir rein, komm, schauen wir ins Paradies. Aufs Leben! Ja! Kobell hat uns einfach nur in 5 Seiten ganz klar und platt geschrieben, wenn ich leben will, muss ich das Leben dankbar annehmen. Und wenn ich es verlängern will, kann ich es eigentlich nur, indem ich das ausschnapsel mit dem Tod.
Und wenn der Borndelkramer schon da ist, probieren wir es doch gleich mal aus. Okay, jetzt sind wir gespannt. Dass wir jetzt nachmittags einen Schnaps trinken. Das haben wir noch nie gemacht eigentlich. Gell? Nein. Also der erste, seit wir Brandner machen. Sonst war das Wasser. Prost. Hast du es? Viel Teufel. Ich stelle mir jetzt einfach vor, dass ich eine Moscherie gegessen habe. Ich glaube, ich kann den Tod nicht scheißen, weil ich kann nicht mithalten. In keinster Weise. Na, ich bin wirklich nichts Gutes nicht gewohnt von den Menschen. Weißt, da jammern sie und greinen sie. Das Leben ist so schwer und die Welt ein Jammertal. Okay. Doch, sag's. Aber kaum erscheine ich und will sie erlösen, da geht das Geschrei erst recht los. Da wollen sie ums Verrecken weiterleben. Vor mir war alles so schön und grad Angst haben sie. Das musst du schon auch ein bisschen verstehen. Nein, muss ich nicht. Und auf einen Schlag sind wir dann alle gleich, wann die Sonne auf Wiesen scheint.